ihr werdet wahrscheinlich in der Laufbahn von der nächsten 20, 30, 40 Jahre, wenn ihr das jetzt ernst nehmt, so einen Karrierepfad Musiker oder Musikerin, werdet ihr auch sehr viele Uploads haben oder sehr viele Song-Releases, wo gar nichts mit Werbepartner irgendwie zusammen zu tun hat oder so, weil es stimmt schon, wenn er jetzt würde sagen, ja, aber Alex, es ist nicht, sollten wir vielleicht nicht das meiste davon werbefrei behalten, dass man halt seine künstlerische Integrität hat. Auf jeden Fall, weil immer wenn es so Product Placements gibt es natürlich auch Diskussionen, wenn Leute dir Geld geben für so ein Product Placement, gibt es auch eine gewisse Erwartungshaltung, die mit dem Geld kommt, wo einem gegeben wird. Und das ist jetzt nicht einfach Spielgeld, mit dem man machen darf, was man will. Und nachher ist man verwundert, wenn dann der Werbepartner irgendwie etwas zurückverlangt für das. Darum, das ist immer mit Verpflichtungen und mit Verantwortung hängt das zusammen. Aber es sagt niemand, dass du einen Mix aus diesen beiden kannst sagen, dass du dich für die meisten von deinen Werken, sage ich jetzt mal, und vielleicht Musikvideo oder Video-Content-Pieces, dass du dich eigentlich befreien tust und gar nicht integrierst, wo du irgendwie nicht willst. Und dann gibt es vielleicht 2, 3 Key Pieces, mit denen du halt das Geld flippen tust, vielleicht der Geld gehst holen, 2, 3 so Money Grabs machst, sage ich jetzt mal, also so ein Moment, wo du sagst, okay, ich hol mir den Bag und so etwas kannst du halt querfinanzieren von einem Product Placement und vielleicht kommst du so viel Budget über, dass es sogar für die nächsten 2, 3 Video-Content-Pieces reicht. Und man hat aber abgemacht, dass man nur irgendwie ein Video-Content-Piece das Produkt integriert oder die Werbeintegration macht. Darum für die Zukunft, ich meine, für die noch nie an den Gedanken hatten, hilft vielleicht das Video, um das ein bisschen Inspiration zu geben. Weil Product Placements heutzutage finde ich jetzt nicht mehr schlecht in Musikvideos. Wenn man es intelligent macht, wenn es zu etwas Plumps ist und man hat sich wirklich nichts dabei überlegt und es ist dann irgendwie einfach irgendetwas so ein bisschen angekotzt, so, dann ja, kann man es auch wenn es dann 2'000, 3'000 Stutz gibt für das, könnte man es vielleicht auch lassen. Aber wenn man es irgendwie in seine eigene Vision mit reinpacken kann und es gibt auch noch Geld dabei und du monetarisierst sowieso standardmäßig auch noch deine Views durch reguläre YouTube-Werbung und alles, dann ist Win-Win-Win. Also dann ist für alle Seiten ist man am Gewinnen, weil dann hast du auch immer noch deine Song-Einnahmen, also deine Werbeeinnahmen, die kommen durch die YouTube-Views, durch die Streams generell, plus vielleicht hast du noch eine clevere, intelligente Product-Placement-Integration drin, irgendein Produkt, das du abführst, plus der Werbepartner wird dann in Zukunft vielleicht auch noch mal etwas machen, wird dann vielleicht irgendwann einmal, vielleicht hat er das so cool gefunden, das Content-Piece, oder hat dort so gutes Feedback auf das bekommen, dass irgendwann einmal deine Tour wird sponsern oder irgendetwas. Ihr seht, aber dann ist man plötzlich in einem Gebiet, wo man sich alles sponsern lässt. Und das soll auch nicht das Endgame sein. So. Ich würde das schon ein bisschen reflektiert angehen. So. Das ist jetzt einfach ein Upload, in dem erklärt wird, dass Product Placements in Musikvideos nichts Schlechtes ist. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt dort auch übertreiben soll, weil es gibt natürlich auch wenn ich jetzt nicht gross etwas dagegen habe oder finde, das gehört auch so ein bisschen zum Musikmarketing-Game dazu, gibt es aber auch Artists, die die ganzen 20, 30 Jahre sich nicht mit Sponsorings oder so Sachen fremd finanzieren lassen und trotzdem ihre Kunst können machen, die sie geil finden. So. Das wird jetzt nicht ein Zwang sein in Zukunft, glaube ich, oder eine Voraussetzung, dass man jetzt geilen Shit machen kann, denke ich.